Wir sind dann nach dem Trollsteigen oben runtergefahren Richtung Geiranger Fjord und haben dann zwischendrin noch ein bisschen Pause gemacht, noch eine Stunde Schlaf nachgeholt, ich zumindest. Und haben dann ein bisschen auf schöner Wetter gewartet, weil es hat immer geregnet. Das hat allerdings nichts gebracht. Schlussendlich sind wir dann den Geiranger gleich drauf gefahren. Wir haben sogar noch probiert, in Geirang selber noch irgendwo ein bisschen anzustellen. Am Parkplatz keine Chance. Also das ist so touristisch, das kannst du gerade vergessen, wenn du nicht am Morgen früh oder am Abend spät kommst. Das wissen wir nicht. Ja, also wir nehmen es an und wir sind dann halt einfach drauf gefahren, aber das Wetter war ziemlich bescheiden. Ein paar Bildchen haben wir gleich machen, die zeigen wir euch jetzt hier an dieser Stelle. Aber ja, auf der Passhöhe sind es dann irgendwie noch 6 Grad gewesen, gefühlt 0 und halber Eisregen und dementsprechend ja, haben wir dann nicht mehr wahnsinnig viel gemacht. Wir haben dann allerdings ein bisschen weiter hinten haben wir dann jetzt geschlafen. Kalt gsi, aber dank Heizung alles tipptopp. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen noch ein bisschen Ver- und Entsorgung machen. Und dann gibt es heute vielleicht noch einen Besuch vom Gletscher. Und zwar den Böja-Breen-Gletscher. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mal schauen, ob wir den heute noch erreichen. Und anschliessend wäre dann das Ziel, Richtung Bergen zu kommen, damit wir noch Bergen anschauen können. Aber jetzt zuerst mal Ver- und Entsorgung. Genau. Wir haben es geschafft. Wir sind nach einer relativ abenteuerlichen Fahrt, wo wir fast in einem Tunnel versteckt wären, weil es Baustelle hatte und ganz langsam vorwärts gegangen ist. Wir sind sogar mit Maske gefahren, sind wir jetzt endlich da. Der Gletscher ist vorhanden, nah. Wir haben vorher mal ein Bild gesehen, 1994 ist er also wirklich bis ganz runtergegangen. Ja, globale Erwärmung ist real, aber coole Destination, kann man gut machen, man muss auch nicht weit laufen und ja, kann man einfach mitnehmen, schön. Und was wirklich erstaunt ist, man merkt richtig, wie das kalt oben runterkommt. Also, wenn man ranläuft, vorne hast du das Gefühl, ja, es ist nicht so wahnsinnig kalt und nachher läufst du näher ran und dann merkst du, okay, jetzt habe ich schon wieder ganz kalte Finger. Also es ist schon, man merkt den Gletscher, ist cool. Wie ihr gesehen habt, ist Bergen wunderschön. Leider hat die Sonne sich nicht so viel bis gar nie gezeigt.
Aber uns hat es trotzdem sehr gut gefallen. Wir haben den Tag mega genossen. Wir sind jetzt, glaube ich, etwa 8 Stunden in den Bergen rumgelaufen und haben uns verpflegt und ausreichend verpflegt. Was haben wir alles gehabt? Wir haben Fish and Chips. Lachsteak mit Gemüse und Herdöpfel. Genau. Das war sehr fein. Ein Glacé natürlich. Ein Glacé haben wir gehabt. Kaffee haben wir gehabt. Kaffee, ja. Und ganz viele Eindrücke von diesen wunderschönen Häusern und das Ambiente. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja, und die Stadt ist offensichtlich auch recht kulturell. Also es hat an jedem zweiten Ecke hat's irgendwie eine Galerie oder eine Pop-up-Galerie, die nur schnell da ist und dann wieder verschwindet und so. Und es hat einen Haufen Street Art, also Strassenkunst, die mit Spraydosen oder klebt oder alles Mögliche. Also wirklich sehr eine schöne Stadt, sehr cool für zum da hinkommen, auf jeden Fall ein Tipp wert. Und was wir auch gesehen haben, was wir aber nicht gemacht haben, man könnte mit so einer Bahn den Hügel drauf, wenn es schön Wetter ist oder einfach am Abend, weiss ich nicht, hat man eine wunderbare Aussicht auf die Berge. Und, Es sind auch ein Haufen Leute angestanden dort. Ja. Und nur schon wegen dem haben wir gefunden, machen wir es nicht. Ja, wir sind zuerst gar nicht rausgekommen. Wir haben erst, als wir auf der anderen Seite von der Stadt herumgestöffelt sind, haben wir gemerkt, da geht ja noch eine Bahn. Das wäre es gewesen, genau. Aber wir werden sicher wieder mal auf die Berge kommen und hoffen dann auf Sonnenschein und blauen Himmel. Jawohl. Und der Platz, wo wir jetzt hier stehen, der ist auch sehr empfehlenswert. Ist ein offizieller Stellplatz bei der Eishalle, Sporthalle, irgendetwas. Ja, Sporthalle, ja. Es hat 28 Plätze, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und es sind eigentlich alle mit Strom. Also man zahlt da, oder wir haben jetzt zahlt 300 NOK, also 30 Franken umgerechnet für 24 Stunden. Ist aber inklusive dem Strom. Es hat noch Ver- und Entsorgung. Also man kann da theoretisch auch gut 2 Nächte bleiben. Ob man das darf oder nicht, weiss ich nicht. Aber man könnte ja einfach nochmal zahlen. Ausprobieren. Was ich dann noch sagen ist, der Platz ist außerhalb von Bergen. Also man kann da gerade 2-3 Minuten von da weg ist das Bändchen, wo man kann auf die Berge reinfahren kann. Wir haben jetzt gezahlt für Hin- und Retour für beide. Wir waren sehr unvorbereitet, muss man auch sagen. Wir haben uns vorher nicht informiert. Haben wir jetzt 160 NOK gezahlt, also etwa 16 Franken ungefähr. Aber es gibt, glaube ich, irgendwie noch so einen Pass, den man könnte vorgängig, also wenn ihr euch vorher informiert, kommt es vielleicht auch noch ein bisschen günstiger. Ja, aber der Tipp ist also mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben eigentlich keine Ahnung. Das ist so. Also wir sind auch sehr unvorbereitet, wir sind einfach gegangen. Wir sind einfach auch froh gewesen, haben wir einen Platz bekommen, weil es ist sehr gut Besuch da und wir finden den Platz super. Also es hat zwar, der ist im Park for Night, es hat zwar auch Leute, die das nicht gut finden, weil es teuer oder kein WC und einfach alles Mögliche, aber wenn man die Stadt besichtigen will, dann kann man für unsere Meinung noch nicht erwarten, dass man da einen Luxusplatz hat. Wir sind einfach froh, können wir da stehen, können die Stadt anschauen und wir sind ja grösstenteils nicht beim Wohnmobil, sondern in der Stadt gewesen. Von daher alles super. Ja. Und wir Wohnmobilisten haben ja auch unser eigenes WC dabei und unsere eigene Dusche dabei und beides könnte man ja ablassen, respektive neu machen. Genau. Also von dem her gesehen hat man eigentlich alles, was man braucht und eben Strom hast du auch, also was willst du noch mehr? Und die Aussicht holst du in der Stadt. Genau. Ja, bei uns drückt jetzt langsam ein bisschen Zeit. Wir müssen ein bisschen machen, dass wir oben runterkommen. Und die nächste Destination ist jetzt Kirstinsund. Nein, ich glaube Christiansand. Oder Sund. Also wir sind furchtbar mit den Namen. Ja, das ist wirklich furchtbar. Wir sind eben auch mal ein bisschen unvorbereitet, aber wir lassen uns halt gerne auch mal ein bisschen überraschen. Das stimmt. Ja, erstens das und zweitens, ich kann mir einfach keinen Namen merken, aber ich weiss schon, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen runter. Genau, und dort geht es dann auf die Fähre Richtung Dänemark. Ja.
Ja, die Fährüberfahrt hat hervorragend geklappt. Wir sind bei schönstem Wetter auf Dänemark eingefahren und sind dann der Küste nach runtergefahren. Jetzt im Moment befinden wir uns auf Rømø, auf einem super tollen Stellplatz. Danke an Klaus und Nadine für den Tipp. Das ist hervorragend. Der Stellplatz Oase hier auf Rømø können wir also wärmstens empfehlen. Wir haben jetzt für 2 Nächte 390 dänische Kronen gezahlt. Wobei da auch noch ein Depot für die Karte dabei ist. Das nehmen wir an, kommen wir wieder retour rüber, wenn wir die Karten abgeben. Der Platz ist wirklich hervorragend durchdacht. Jeder Platz hat Strom, wenn man will. Man löst sich eine Karte und mit der hat man dann einerseits Zutritt in die WC, andererseits aber auch kann man dort drüber dann gerade duschen. Duschen zahlt man separat und der Strom auch. Den Strom kann man dann bei den Säulen freischalten, einfach Karten reinheben, einmal auf seinen Platz drücken und gut ist. Aber der ultimative Clou an dem Ganzen da sind die roten und grünen Schildchen. Man kann nämlich jetzt, wenn man mehrere Tage da ist, kann man auch gut den Tag durch wegfahren. Man lässt das Schildchen auf Rot und dann wissen alle anderen, hey, der Platz ist besetzt. Das heisst, man muss keine Angst haben, dass wenn man zurückkommt, dass man dann keinen Platz mehr hat, sondern man hat ja eh schon gezahlt. Und ja, das ist wirklich ein sehr hervorragender Platz, wo wir sicher nicht das letzte Mal werden da sein. Gerade so als Durchgang für wenn man Richtung Norwegen will oder Richtung Schweden. Also wirklich hervorragend. Ja, bei uns ist es jetzt leider soweit. Wir treten die definitive Rückreise durch Deutschland an. Somit nimmt unser Abenteuer da ein Ende. Die restlichen Kilometer durch Deutschland, die wir euch ersparen. Wir hoffen, es hat euch wieder Spass gemacht. So wie uns auch. Und wir haben euch ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie wir es hatten. Wir haben ja super Glück gehabt mit dem Wetter, meistens jedenfalls. Und wenn ihr Fragen zu unserer Reise habt, es wird irgendwann mal noch einen Blog-Eintrag geben bei uns auf der Webseite. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber dort könnt ihr dann auch wieder GPS-Punkte abladen und ja, das volle Programm halt. Und sonst schreibt uns einfach ein Mail, wenn ihr das wissen wollt, oder auf Instagram oder auf Facebook könnt ihr uns anschreiben. Wir haben ja alle Ohren offen sozusagen. Mail wäre info@svefa-ontour.ch. Und ja, damit bleibt uns jetzt nichts mehr zu sagen, ausser tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Tschüss! Wir sind durch Trollstigen gefahren. Ich muss das hier einmal ankriegen. Wir haben Bergen gesehen. Wir haben... Was haben wir noch gemacht? Was haben wir vorher gemacht? Hoi miteinander und herzlich... Ach, das ist ein Scheissgarage nochmal. Wie ihr gesehen habt, sie... Fertig gerübst? Ja, ich bin bereit. Gut, also. Mal schnell den Muckenstich da. Und da.